Liebe Harmonika-Freunde, heute haben wir wieder das Wetter ausgenutzt. Sind wir nicht in der Küche, sondern vorne draußen. Und da ist mit dabei der Pascal. Hallo zusammen. Genau, ihr hört es vielleicht schon kurz, nicht aus Tirol, sondern aus der schönen Schweiz. Und heute vorbeikommen. Genau. Wo genau in der Schweiz? In der Ostschweiz. Ja. Und wir sind heute bei Hubert, weil ein bekannter, guter Freund, Lebenspartner von meiner Mutter heute seine niegelnagelneue Harmonika abholen darf. Und ich begleite ihn zu diesem super Erlebnis. Und wir haben gesagt, wir spielen jetzt auch 2, 3 Lieder, weil es schon sehr gut klappt. Aber dazu erzählen wir später ein bisschen mehr noch. Machen wir mal einen schönen bayerischen, Stil und siebenmal bayerischen. Ah, super. Schön, ja. Und bei dem Wetter halt Traumhaft. Halt voll schön. Vielleicht ganz kurz musikalisch, weil das auch viel mehr interessiert. Kurz der musikalische Laufbahn. Bist du das schon seit du klar bist? So klingt es vielleicht, aber... Nein, tönt jetzt vielleicht relativ speziell, aber die steirische spiele ich wirklich erst seit diesem Jahr, Ende Februar. Also gut 6 Monate. Habe aber vorhin schon 20 Jahre bei uns in der Schweiz mit Schweizer Rögli Erfahrung sammeln dürfen. Und ist daher auch eine gewisse musikalische Vorerfahrung vorhanden. Aber ja, mit diesem wundervollen Instrument erst wirklich ein halbes Jahr. Genau, weil der steirische ist ja in der Schweiz nicht so verbreitet, Genau. Aber wird immer mehr. Und Ja. warum glaubst du, warum die steirische, oder was gefällt dir besonders an der steirischen jetzt? Ja, nochmals, ich finde es auch extrem schön, wenn man irgendwo alleine spielt, gibt sich dieses Instrument auch viel mehr aus als ein Schweizer Rögli. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Ja. Auch mal alleine spielen zu können. Und dann einfach solche klassische Stücke, die einfach wirklich auf der steirischen Die bayerischen, so, genau. die schmissigen Sachen, die Ländler, die Polkas und so. Genau. Das ist einfach
echt schön, wenn wir haben viele Freunde dabei sind, aber grüßen wir mal alle Freunde aus der Schweiz, was spielen und was sie noch lernen und so. Jetzt machen wir noch einen Landler drauf. Dann erzählen wir vielleicht wieder kurz was durch einen Landler aus dem Zillertal. Ja? Ein Zillertaler Landler. Live ist live, oder? Ja, nicht ganz fehlerfrei, aber gehört auch dazu. Wichtig ist aber durchspielen. Genau. Ende gut, alles gut. Genau. Vielleicht noch kurz, du warst auch schon auf einem Seminar, gell? Genau. Dieses Jahr. Genau. Das ist aber recht nett, weil so regelmäßig vorbeikommen ist ja schwierig. Das ist halt doch nicht der nachhaltigste Weg und da sind Seminare, was hat dir da besonders gefallen, sind nett, oder? Ja, es ist wirklich eine super Erfahrung. Ja, auch mit dem Einzelunterricht, Intensivunterricht war wirklich eine tolle Woche, wunderschöne 5 Tage und ich konnte extrem viel profitieren, extrem viel mitnehmen und ja, nicht nur das Musikmachen, auch alles. Ich glaube, gesellig, ja. Genau. Das ist eine Runde einfach, es sind aber so 15 bis 20 Teilnehmer und es ist auch schön, es wird abends immer gemeinsam musiziert und man hört ja dafür und da lernt dafür. Also wer dann Pascal mal live hören möchte, vielleicht einmal Nur zu vielleicht empfehlen, einmal. ja. Solche Seminare. Nein, wirklich eine tolle Sache. Und steirische Lernen, vielleicht noch kurz, du lernst auch online, gell? Genau. Weil es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Noten und Lehrer und Ja. in der Schweiz, glaube ich, Lehrer gibt es nicht ganz viele, oder? Nein, ich kenne einen eigentlich, der das macht. Und warum? Wie bist du auf, oder das gefällt dir echt gut, die online? Genau, also ich schwöre auf die oder auf deine Seite. Ich schwärme von dieser Seite und ich kann sie jedem noch weiterempfehlen. Wirklich halt extrem sauber aufgebaut, verständlich und ja, für mich, für jedermann problemlos nachzuspielen, auch ohne musikalische Vorerfahrung. Und ja, macht einfach Spaß, wirklich solche So frei sauber- auswendig, gell? Genau. Das ist schön. Man kann also schön zusammenspielen, wenn man frei musiziert. Genau. Machen wir noch einen, oder? Jawohl. Wenn es noch eine Zugabe gibt es noch. Und dann, Das ist Schluss für heute. ja, genau. Schluss. Genau. Wie lange hast du denn Zillertal Landler schon, wann hast du das letzte Mal gespielt? Ja, schon lange. Weil wir Schon haben lange gerade vorhin gesagt, was wir spielen und wir haben jetzt nicht groß probt davor, gell? Genau. Dann machen wir genau die Tiroler Bumbolka. Eins, zwei, eins.
Also, ist gut gelungen. Ja. Also, schöne Grüße an alle. Bis zum nächsten Mal. Ciao Servus. zusammen.